Hi Freunde, willkommen zurück zu Fire Emblem Shadows of Valencia. Uns wartet noch hier ein heftiger Fight. Es ist zwar wieder so ein Piratenschiff und so, und warum sage ich jetzt heftiger Fight? Ganz einfach deswegen, weil ich hatte gerade einen ganzen Part dafür gebraucht, diesen Fight zu machen. Und trotzdem verlustfrei geschafft und muss sagen, nee, das akzeptiere ich nicht. Und zwar trotz 3-4 Mal Zahnrad einsetzen und so. Das Problem liegt darin, wir haben hier magische Gegner. Alles Magieeinheiten heißt, kann hier die hier unten alle vergessen. Das ist alles für den Arsch. Und ich habe einen dummen Fehler gemacht und hier erstmal Valba hingestellt. Nachher muss ich wieder im Nachhinein so das Team umstellen und so. Es war ziemlich mühsam. Deswegen, Saber kann ich ruhig vorne einsetzen. Ihn einkaufen für die Entfernung. Weil Saber hat immer noch 6 Resistenzen und so. Vor allem sind natürlich die wichtig, aber trotzdem vergessen. Auch wenn sie zum Beispiel die gute Genie oder Genie, die hat 14 Resistenz, aber Leute, es bringt nicht viel, vor allem nicht gegen den hier. Der da mit seinem scheiß Schleim, der macht so viel... Jetzt kommt er schon, so jetzt. Ja gut, ich meine, Kraft nochmal 10 drauf, also gerade mit 20 an, oder? Da ist er macht ihr alleine schon mal 6 Damage, wenn er noch doppelt oder ein bisschen schneller ist, nicht gleich schnell, okay. Immer etwas, aber trotzdem, die machen echt verdammt viel Schaden. Und das darf natürlich nicht passieren. Deswegen, let's fight. Versuch Nummer 2. Jetzt, was mache ich genau? Erst einmal werde ich Bowie nach vorne bringen. Celica genauso. Dann gucke ich erst einmal wegen der Reichweite der ganzen Angriffe. Wie ich vorhin gesehen habe, Mei schafft durchaus 2 Angreifer. Das heißt, ich lasse Mei hier und schicke ihr trotz allem mal noch die ganzen jetzt Unterstützung. So, was macht Genie? Erst einmal hier unten, falls ich was zum Opfern habe. Valba, ich führe, da kann ich viel machen, wird da ein bisschen zugucken. Aber sie wird einiges machen und zwar erst einmal hier Anrufung und ja, seht und staunet. Gar nicht schlecht, war. Jetzt können die Illusionen hier oben ein bisschen die Angreifer hervorlocken und so. Ist eigentlich ziemlich geil, wenn es ziemlich viel KP kostet. Und ich gucke dir mal, was ich noch so alles machen kann. Ja, wie bereits erwähnt, es macht Damage. Was mir hier vorhin noch sehr schnell zum Verhängnis wurde, ich habe natürlich übersehen, dass man halt für Standardzauber trotzdem immer einen KP einsetzen muss, also trotzdem verliert. Und dann halt für spezielle Zauber noch ein bisschen mehr KP verliert. Also das darf man nicht unterschätzen, was man da an KP investieren muss. Für einen ordentlichen Angriff. So, jetzt werde ich hier erstmal ein bisschen angreifen und natürlich sterben. Der Typ ist einfach sackstark, aber soll mir recht sein. Der wird er sicher wieder zurückziehen. So, jetzt sind die schon mal da, wa? Perfekt. Jetzt kann ich hier mit ihm erstmal ein bisschen schwächen oder direkt Erfahrungspunkte abstauben. Kannst du nicht groß drauf ankommen, wisst ihr was? Ich mach da mal. Einer weniger, der mich nervt. Perfekt. Und ja, da gehen noch viele Erfahrungspunkte, wie man sieht. Die Level-Ups. Hier kriegen irgendwie kaum irgendwelche Punkte, es ist ziemlich nervig. So, Quatsch können wir später noch. Vor allem hier Seraphim, der Zauber, der frisst so viel. Donner greift dummerweise nur einmal an. Und hier mache ich einfach zu wenig Damage. Ja, Bowie ist halt noch ein bisschen Sorgenkind und sobald es geht, werde ich ihn ersetzen. Fürs Erste bleibt er halt noch im Team. So. Jetzt sie, verständlicherweise wird sie erstmal heilen. Und alles Weitere macht natürlich gar keinen Sinn. Ich kann viel machen, die, wenn die doof in der Gegend rumstehen und so.
2, 3, 4. Wenn ich den vorher platt mache, könnte ich sie eigentlich da hinstellen. Komm, kill sie. Mach sie platt. Mach ihn platt. Er ist natürlich trotzdem tricky wegen 70 Trefferquote und so, aber es war notwendig, damit ich jetzt Celica hinstellen kann. Ich greife jetzt absichtlich nicht an, weil es wird sowieso ja, schmerzhaft und so. Oh, Fähigkeit, cool. Also ungefähr. So, jetzt sind die da hinten noch ein bisschen beschäftigt. Das wird noch dauern. Klar kann er kriten. Aber eigentlich die Fähigkeit sind noch cool, war so Illusionen erschaffen. Natürlich getroffen. Durch den Buchen durchgetroffen. So sieht sie aus. Ja, Celica, du hast recht. Es ist langsam Zeit, das Ganze zu beenden. Ja, ist ein neuer Part und so, aber ist ein neuer Part. Ein anderer Part, ja. Ein Ersatzpart, sag ich jetzt mal. Eigentlich hat sie noch doof für alle Kills, weil so werden wir natürlich immer stärker. Also stärker. So können wir natürlich dich auch killen. Wenn ich jetzt aber ziemlich uncool, wenn er da irgendwie die Fangspunkte abstauben würde. Das wäre jetzt nicht so geil. Donnereinheit da behalten geht irgendwie nicht so gut. Nur 4 Felder weiter bringt das auch nichts. Keine Chance. Aber ich mich ja schon Frage vor allem, ja, auf Schweizerdeutsch natürlich auch. Ja, ich frage mich natürlich schon, warum die da, ich meine, die können ja auch alle Erholungen und so, warum heilen die ihren Boss nicht mal? Ich meine, Sangreif kann nicht mehr, also, aha, stimmt ja, wa? Der Schleim braucht zu viel Kabel, das heißt, er muss ja eigentlich abhauen. So rein theoretisch. Also ich hätte jetzt eigentlich perfekt die Zeit, mich neu zu formatieren. So, baue wieder zurück, falls eben noch was wäre. Ihr zwei steht hier ein bisschen doof in der Gegend rum, ich weiß, aber muss leider sein. Kamui kann ich nicht gebrauchen, vielleicht kann Seb noch was abgreifen, Level Up, könnte sein. Eventuell auch noch, jo, mal gucken. Ja, aber ein Boss heilen, auf die Idee kommt ja nicht, wa? Also, er heilt andere, aber sie heilen ihn nicht. Das finde ich jetzt auch eine geile Truppe. Also, was siehst du auch selten. Ja, auf die Idee muss er erstmal kommen. Verdammt, kann ich nicht irgendwie... Ja, die kamen alle nicht weit genug. Wenn ich hier tauschen will, wird es vielleicht gehen, wa? Also erst einmal, oh, Ginny kriegt die Erfahrungspunkte. Na gut, die vielleicht, aber die anderen. Donner und so platt machen. Ne, schafft er sowieso nicht. Wieso frage ich überhaupt? Ja, aber die sind Schützen doch ziemlich gut. Das darf man auf keinen Fall unterschätzen. So, See muss dann nochmal weg, tut mir leid. Die Ginny war die eigentlich weg haben wollte. Nochmal Erholung. Weil es wäre schon cool, wenn Mei da oben den Plan machen würde und Erfahrungspunkte dafür kassieren würde. So, jetzt kommen sie natürlich hin. Perfekt. Das heißt, schwarze Magie, Thunder und platt machen, bitte. Du greifst nur einmal an, aber bitte soll reichen. Wäre sehr froh drum.
Stimmt, was ist bereits Level 8, aber von Entwicklung und so noch nichts zu sehen. Krass, glaube ich. Ach, Bowie, Bowie. Du ewiges Sorgenkindchen, wa? Ich denke, aber das Bowie wird nichts mehr. Oh, das könnte auch ein bisschen wehtun. Heile! So. Jetzt sind wir doch eigentlich gerne, dass Sim noch ein paar Punkte absahnt. Das müsste doch eigentlich machbar sein. Ja, sie freut sich, wa? Boom! Da klappt es sogar, aber man sogar bei ihm noch gerne gehabt, dass er ein bisschen was reißt, aber kann er vergessen. Saber kriegt ein paar Punkte, sehr schön. So, das gleiche Problem wie zuvor, das heißt erst einmal Fähigkeit einsetzen und Schade, damit es ein bisschen näher rankommt, sehr gut. Kann natürlich immer noch nicht bis dahin, das war zu erwarten, das heißt Bowie nochmal ganz kurz geheilt. Was auch nötig ist. Stelle ich mal hier hin, da heißt der andere kommt gar nicht weiter und muss zwangsläufig Bowie angreifen und ja, den Rest gucken wir halt. Ja, Bowie, du bist ziemlich lahmarschig, wa? Ach nö, jetzt blockieren wir hier noch den Weg. Schöne Scheiße, wa? What's wrong, May? It's not like you to sigh so aggressively. Is there some way I can help? Oh, it's nothing important. It's just... Well, I was wondering... Do you think girls should be all delicate and proper and junk? Well, I suppose I think there's room for every girl to be herself. Wait, you mean it? Oh, but you're super nice, so of course you'd say that. You don't count. I don't count? Oh, enough of this, May. What's your real problem? What? Okay, so here's the thing. Hypothetically, just hypothetically, let's say there was someone I liked. Someone I'd always been close to, but who never saw me as a woman. I mean, in that case, I'd have to be the problem, right? I don't... Oh. Oh! I don't think you need to worry, May. You're a wonderful woman. You're kind and cheerful, and you always encourage your friends to keep going. You're an absolute catch just the way you are. Have confidence in yourself. Aw, jeez. I'm blushing. I mean, hypothetically. We're still just talking hypothetically, right? Yes. Yes, of course. Hey! Thanks, though. Really. Als ob wir nicht wüssten, um wen es gehen würde, also ganz ehrlich. Wird das Bowie überhaupt überleben gegen ihn? Ja, würde er, aber. Aber ja, er greift trotzdem nur einmal an, na gut, vielleicht starb es noch ein paar Erfahrungspunkte ab, war, aber. Geschwindigkeit 4, was ist das? Da ist auch so lame, sie hat immerhin 11 meine ich. Ich meine, klar sind ein paar Level höher, aber die 5 Level machen ja nicht sehr viel mehr aus. Versteht ihr? Celica ist zwar eigentlich schon stark genug, aber... Oh, das wäre natürlich eigentlich ziemlich geil. Sie hinschicken. Ja, weil er macht bei ihr ziemlich sicher keinen Damage.
Wie zu erwarten war. Praktisch kein Schaden. Vielleicht kriegt sogar Welpe noch ein bisschen was ab. Wer weiß. Düsch, düsch. So, Erfahrungspunkte. Und wieder voll. Sehr gut. Ist sie auch schon bald Level 6. Ja, ich denke echt von der Truppe, was ich sicher, also wenn es irgendwie geht, oder mitnehmen würde in Akt Nummer 3 dann. Wenn ich mir so vorstelle, werden sicher Mei, Celica, Saber, Welpe und Jenny. Bowie sind wir sicher nicht. Lien eventuell. Kamui sicher auch nicht. Nicht, weil er irgendwie schwach ist oder so, aber wir haben bereits gute Einheiten so und ja. Ich denke mal, so wird das Team, oder wäre es gar nicht mal so schlecht, wa? Wenn sie in der Theorie. So, was mache ich jetzt? Einfach hinstellen und abwarten. Wir müssen Tee trinken, genau. Der einfach immer abhaut. Ja, nee, wa? So, sehr gut. Ich sollte eigentlich doch bis hier hinschicken, wenn so etwas passiert. Welpe bis hierhin. Perfekt. Mei kommt hinterher, falls irgendwas sein sollte. Das nicht angreift. Er ist zu weit weg, da kann man kann man so nicht dran. Super. Ah, jetzt traut er sich plötzlich. Lololololo. Ich schlag dich und mach Windelweich zu Brei. Perfekt. Ja. Ein bisschen mehr wäre schon cool gewesen. Immerhin Kampfende. Oh, I need a long soak after that fight. Ah, endlich geschafft, hey. Und das sind 18, knapp 18 Minuten. Nicht schlecht. Wie gesagt, am letzten Mal habe ich etwa über 30 Minuten gebraucht, weil ich einfach schlecht angefangen habe. Und das ist natürlich schon nicht schlecht. Zwar von so 4, man sieht aber irgendwie nicht groß was los und so. Und wo da unten jetzt eigentlich der Endfight wäre, wa? Lol, wenn ich einfach überall hin könnte. Die Tage wird es auch hochgehen, wa? Ja, fangen wir mal an, wa? Und gucken mal, wie sich das hier entwickeln wird. Bestienjagd. Wir haben die Seraphim ja dank Celica und ich denke mal, ein bisschen darum geht's ja auch. Whoa, whoa, whoa! Hey, priestess! Did you forget our little chat about staying clear of the Seabound Shrine? Because this is not staying clear, this is the exact opposite of staying clear! I'm sorry, did we discuss that? I must have been preoccupied. What if there's something of use here? Surely you would want to... Oh, I remember now. You're scared of necro dragons, aren't you, Kamui? How careless of me. It completely slipped my mind. Slipped your mind? That's it. I'm waiting on the boat. Actually... Ah! It's here! So schnell kann es gehen. Kamui ist trotzdem nie dabei. Wo ist er denn? Hä? Schrecken, ein Nekrodrache, ein Zähneflieger, Schrecken. Oh, Verteidigung war relativ viel, wa? Was ist denn das? Ein Ring der Kräfte zu heilen vermag. Oh.
Aber es sind ja eigentlich nur 2, wann müssen wir eigentlich irgendwie hinkriegen? Wo ist denn jetzt Kamui? Ja, das ist auch mit dabei. Okay, das ist alles? Die 2 bloß? Verarschen? Goodness, what a horrifying creature. But I have the Seraphim spell in my quiver now. May its light guide your lost soul onto slumber eternal. Arten von Schaden, bin mal gespannt. Hey. Gewisse Angriffe sind bei bestehenden Gegnern besonders wirksam. So wirkt heilige Sphären auf Monster, fallen gegen setzen Flugeinheiten arg zu. Ja, das wissen wir bereits. Dankeschön. Ja, Seraphim ist ein heilender Zauber. Okay, gut zu wissen. Wie weit kommen die? Leck mich am Arsch. Und ich hoffe mal, dass der physisch angreift. Das heißt, ich könnte hier eigentlich mit ihm gut ablocken. I'm ready for anything. Wäre zumindest so der Plan, wenn es klappen würde. So, dann seid ihr natürlich mit von der Partie von vorne. Ihr natürlich auch. Ich denke eher mal, dass ich ihn hier zurückhalten werde. Machen wir es mal so und gucken wir, was passiert, wa? Kommt ihr auf uns zu? Ne, noch nicht. Gut. So, das passt ja eigentlich alles. Ne, ist alles cool. Mal schauen, kommt er echt? Jo, der Kampf ist ziemlich ausgeglichen. Jetzt kommt der andere auch noch. Leck mich am Arsch. Gut, ich habe Walber. Die stellen eine Mauer. Der wird jetzt hier noch alles abschotten. Sehr gut. Aber, no. Jo, das sieht scheiße aus. Ah, wenn ich im Nahkampf war. Aber zieht ihn grausam viel ab. Das gefällt mir hingegen. Jetzt ist natürlich die Frage, ich treffe ihn von hier aus noch. Sehr cool. Die Viecher haben nur Geschwindigkeit 6. Aber gerade ernsthaft nur gesagt? Ja, ich glaube schon. Auf alle Fälle ist es ein physischer Angriff, den sie machen. Das heißt, ich müsste eigentlich echt die hinstellen, die da halt viel ablocken. Problem ist, es nützt mir relativ wenig bis gar nichts. Cool. Da hätte sowieso nicht viele mitnehmen dürfen, wa? Leg mal noch hier hin. Ich weiß nicht so recht. Oh, der wird aber sowieso wehtun. Gut, denke erstmal Job Nummer 1 auf der Klasse, erstmal platt machen. Da heißt aber, warte mal, müsste aber Nosferatu aber auch wehtun. Nee. Hey, ist Nosferatu noch irgendwie heilender Zauber und so? Was sie so viel Power hat, finde ich auch cool. Ja, wir testen mal ganz kurz, ob ich mir ziemlich sicher so wieder Zeitenrad und so einsetzen muss, weil das wird sonst sehr übel. Schon dabei bin, kann ich nur direkt angreifen. Eigentlich, verständlicherweise, dass der andere direkt auch gekommen ist. Und tschüss, Bowie. Okay. Ja, aber sorry, woher soll ich das wissen? Kann ich ja nicht riechen, sowas. Nee, da habe ich keine Chance. Woher? Woher soll er sowas riechen? Bin ich eigentlich schon irgendwie in Zug Nummer 3 fürs Zeitenrad? Ne, nur. Ah, Runde 4, doch, könnt schon. Ja, wir gehen mal ganz kurz am Anfang zurück, Leute.
Okay, Freunde, wieder mal vielen Dank fürs Zusehen hier bei Fire Emblem Shadows of Valencia. Ich werde da, wie bereits erwähnt, erstmal neu anordnen. Das heißt, Valmer natürlich nach vorne, er blockt eh alles ab. Saber hält dann noch ein bisschen durch, sehr gut. Dann müssen da halt, ja, dann wird es ein bisschen schwieriger. Celica abblocken, logischerweise. Also blocken, natürlich angreifen. Mii genauso und dann, Bowie wird sich raushalten. Genauso wie Jenny, es geht nicht anders. Lian, der gute alte Lian, oder doch vielleicht zuerst im Hafen zurück sollen, weil es dann noch irgendwas gäbe für sie, hä? Ja, keine Ahnung. Woher soll ich es riechen, hä? Hering und so, Stahlschwert, Lederschild, vielleicht wäre es doch eine Option, weil ich gehe mal ganz kurz zurück, habe abgespeichert. Ja, wisst ihr was, wir machen so. Nächster Part erstmal noch ganz kurz zurückgehen, aus dem Kapitel raus, also aus dem Kampf raus. Schauen, wo ich sonst noch hin könnte, ob es noch was bringen würde. Weil ganz ehrlich, Valber, wie bereits erwähnt, der hält halt viel aus. Da ist klar, ich habe nur eine Einheit dafür. Und Celica hat auch nicht so viel aus wie er. Da heißt irgendwie 1 Angriff von Nekodrachen und down ist sie auch. Also ich muss mir da irgendwie was überlegen. Dass die irgendwie einsperren könnte, aber oder trotzdem 4 defensive Einheiten. Wie geht das? Naja, bis dahin, ciao zusammen.